Theater der Schwester Nölsche, oder das heißt, wer fort ist es fort. Gut, hier auf der Bühne sind wir in der Pfarrgemeinde St. Thomas, genau gesagt im Pfarrbüro von dem Adel Pastor Hinrich, der als zig lange Jahre hier Pastor war und auf einmal von einem auf der anderen Tag einfach so flöten gegangen ist. Ja, kann man nur sagen, wer fort ist fort. Er war eine Schubbejack, eine Betreuer, der hätte das mitgekriegt und hätte sich so gedacht, ach, da könnte ich ja vielleicht so ein paar Tage ein bisschen Müpfele und Süffele und Lure, was sonst noch also geht. Er war der fiese Politiker von Bügelkamp, der hätte auch als ihn Plan, genauso wie der ominöse Lukas Matthäus Schmitz. Wir wünschen euch viel Spaß und Freude bei unserem nächsten Stück, wer fort ist es fort, und hier könnt also die Hushelferin vom Pastor verstehen. Ach, der Bret ist ja für mich. Auf Gudisch. Liebe Frau Christina Bitterfeld, wir möchten Ihnen mitteilen, dass für Ihre Gemeinde, für den Übergang, ein neuer Pastor gefunden wurde. Herr Pastor Peter Pasek wird in den nächsten Tagen bei Ihnen eintreffen. Wir sind sicher, dass Ihnen damit für das Erste geholfen ist. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Das Ding etwas sagt mit dem neuen Pastor. Ich habe dem Bistum doch erst für ein paar Tage geschrieben, dass der alte Pastor Hinrich nicht mehr da ist. Und Glück auf morgen wird direkt gemeint der neue Pastor. Nee, Stina. Was hast du nicht alles wieder zu tun? Da muss ich mich aber jetzt zauen und aufrühmen, ehe das der neue küsst. Nicht, dass es dich klingele lädt und er steht alt für der Tür. Das fehlt dir doch nicht als Sinn. Ey, wo machen? Ich bin gleich doch. Ja, so. Ach, Joden da. Ich bin Peter Pasek und hier der neue Pastor. Er hat sicher alte Brevkrähe. Und er sind das Fräulein Bitterfeld, Haushälterin, nicht wahr? Ja, das bin ich. Er war Herr Pastor, sagt Stina für mich. Jo, Das hätte Stina. der alle Pastor Hinrich auch für mich gesagt. Ja, gut, Stina. Ja, und das... Das ist ein Pfarrbüro. Ach, ja. Doch, da hing auf dem Tisch steht im ganzen Zettel. Direkt mal neu Mundrede. Aber die ganze Form, die kennt ihr ja sicher alle. Und ja, da ist das Schaf mit dem Bösch. Und die ganze andere hier. Ja, und ja, das ist für die Köster, die man nicht haben. Ja, und das hatte ich ja auch ganz vergessen. Das ist für die Kirchenchor. Und das ist für die Bewerbung von einem Studenten, der Julius Nettebrot. Der hätte sich beim Pastor Hinrich fürgestellt, aber der ist ja jetzt fort. Ja, warte, Stina. Ganz hörsch, ja? Ich bin ja gerade reingeflutscht, ja? Also, warum ist eigentlich der alte Pastor fort? Ja, ich han ja versucht ins Fingen, aber ja, dann han ich dem Bistum geschrieben und jetzt sind er ja da. Ja, verstanden. Hier stand wir Treppe, ja, morgen früh mit dem Feiermägerat und um 11 könnte dann noch der, oh, was ist das dann? Was dann? Das habe ich ja noch nie gesehen. Aber wie heißt du dann doch? Er hatte eine interessante Lebensstrich. Lebensstrich? Na, eure Handlinie zu Jon und der dicke Schraum hier um den Zeich, dass er euch als lange wie die Hänge gewaschen hätte. Aber sag uns, bist du ja im Verdacht, wo der arme Pastor Hinrich hin ist? Ja, ab und zu hätte er sich ins Volllaufen.
Verlauf. Verlauf, ja, so, ja. In Singen Wingkeller. In Singen Wingkeller? So eine Woche lang. Eine Woche lang im Wingkeller? Er war da ganz eins mit unserem Herr. Ja, er war da ganz eins mit unserem Herr. Naja, ich will ins Lure, dass ich den Jod vertreten kann, solange er nicht da ist. Ja, und zuerst rühmen Sie ob. Ich lure mir der Wind ins der Keller an. Der Schnitt oder alle Pastur da doch. Nee. In Nee. den Keller geht immer nicht. Das ist das Heiligtum vom Pastor Hinrich. Ja. Es könnte ja sein, dass er wiederkommt. Ja, das ist gut. Ach, und dann ist ein Bild vom Pastor Hinrich, der Firmenheber, ja? Das Bild neben der heilige Vater, das ist der Pastor Hinrich. Will immer hoffen, dass er bald wiederkommt. Nicht nur unsere Köster, der sich endlich die Karte gemacht hat. Und eine neue Hammer-Luther noch nicht. Und es tut ja Luther in Ewigkeit in eine neue Folge. Ja, aber wenn ich mir das so überlege, klingt das bei euch ja richtig flöck. Flück? Och, ja, wieso? Flück? Ja, ich habe den ja erst für Verdächtig geschrieben. Der wird ja direkt gemacht, weil der für den Schrifttisch gestanden hat, wie der Brief da ankam. Ja. Das ist es so. Ich bin ja nicht vom Bistum geschickt worden. Nee, eine Jode aale Freund, der ich halt lang kenne. Der hätte mir verzeiht, dass hier in eine Pastur gesucht wird und das hätte er mir halt vor einem Monat verzeiht. Darum bin ich hier. Ein Mord? Ja. Etwa, der Pastor Hinrich ist doch erst 3 Wochen fort. Ja, und da habe ich mir gedacht, gehst du so hin und hilfst ein bisschen was. Ich weiß ja, wie das manchmal so ist. Ne? Viel Brassel und kein Glück. Ja, da hat er recht. Das ist etwa Leben von euch. Ja, Ist eure Freund durch das verzeiht hat dann auch Pastor? Nee, Pastur ist ja nicht mehr. Nicht? Ja, etwa, vielleicht habe ich in der alten Sinn. Sagt, wie sieht er denn aus? Ja, also er ist groß, so groß und kräftig, schwarze Kerl, ne? Und hat so braune Löcher und blaue Augen und an jeder Hand 5 Finger. Ja, er ist sicher eine Löw. Ja. Er wird wissen, ich bin nämlich Jungfrau. Ja, das glaube ich. Als Sternzeichen. Das stimmt. Das muss doch zusammenpassen. Und da. Naja. Und der Junge gesehen. Er ist doch sicher noch jung gesehen. Ja. Wie heißt der? Ja, der heißt Lukas Matthäus Schmitz. Lukas Matthäus Schmitz ist der Name, ja. Ja, also, meine noch Haare hat, ich habe noch jetzt Ja. zu tun. Ja, ich bin nicht wieder hier. Ja. Lukas Matthäus Schmitz. Gestern hätte sich mein Plan so Jod angeholt. Ins Kot der Pastur spinne und wann alles rauskütt, pflückt durch die Kort. Eine halbe Stunde bin ich he und han halt irgendeine Tuppes erfunden. Wie war der Name von dem Schmitz? Lukas Matthäus Schmitz. Bei dem dusseligen Name kütt direkt raus, dass der ja nicht jetzt. Ja, ich wollte, was ist? Ist es wichtig, Jod? Nee, alles gut. Was kann ich für dich tun? Mingus tun? Er ist der neue Pastor? Ja. Mein Name ist Julius. Julius Netko. Ja, der Beschreuer, Pastor Peter. Ja, also ich bin hier, wer mich die Kirche interessiert. Ja. Er wisst ja bestimmt viel über Kirche. Ja. Hat er denn eigentlich jetzt über die neue Lehre? Ja, so als Pastor, da kann ich mich doch so ein bisschen in mir lesen. Dann studieren Theologie und Geschichte und Lehramt. Was ist das dann? Triologie. Ja, Religion, da wird es bei Ja.
Ja, also, ich weiß jetzt über die Kirche. Ja, aber ich wollte eine kleine Arbeit über das Gewölbe unter der Kirche schreiben. Das ist interessant. Interessant. Da redet nicht nur um Jotisch und Romanisch. Nee, das kennt man ja. Jotisch und Osmanisch. Osmanisch? Ja. Aha, er meint die neue Moschee in ihrer Kirche. Ja, genau. Nee, aber ehrlich jetzt. Also das, was ich über die Kirche weiß, ist interessant. Interessant. Wisst ihr alles, von wo die Steine von der Kirche kommen? Nee. Also 3/8 kommen vom Mont Clamott und 6/8 vom Drachefels. Ja. Oh, störe ich hier was? Nee. Gute Ring. Ja. Ich hatte gehört, dass der neue Pastor da ist. Ja. Ich wollte mich vorstellen. Ja, das bin ich. Peter, Pastor Peter. Da ist Pastor Peter. Ich bin in Mariechen und hier messt ihn. Ach ja, das hätte mich freuen. Dann würden wir uns ja in der nächsten Zeit öfter schon sehen, ne? Ja, Julius, das ist das Marieche und Marieche, das ist der Julius, ne? Ja. Also ich bin der Student. Also ich bin der Julius. Und ich bin in Mariechen. Ja, ist noch jetzt, also nur in die Kirche an, ne? Und ich habe mich auch in die Liste. Und wenn du dann Frore zu deiner Arbeit hast, dann schwade noch wieder, ne? Was für eine Arbeit? Ich schrieb eine Arbeit über die Einbindung historischer Gewölbe in den modernen Kirchenbau. Übrigens, wisst ihr alt, wie viel Jahr in Kirche steht? Das ist ein richtig ahle Kirche. Ist ich 40 Jahre alt? Ja, also die Kirche ist 40 Jahre alt. Aber der Pastor und ich meinten auch die Kirche, die Dorfbericht. Ja. Das habe ich gefragt, weil ich mich für das Gewölbe unter der Kirche interessiere. So ist es, ja. Und er hat doch bisher jetzt dann über die Katakombe neu gelesen. Was meint da? Hängen die zusammen? Oft sind die getrennt. Ja, das ist ein schwierige Frage. Ja, stimmt. Drück ich schon, dann war das früher in die Großgewölbe. Ja. Da wurde hier jetzt so gebaut und da jetzt verschüttet. Ja. In Trächen Kirchen. Ja, aber sicher, das ja. So, das ist dann noch der Schritt. Das weiß keiner. Keiner. Der ist ein Luther noch verschüttet. Man weiß nicht, ob da noch verboten ist. Ist ja interessant. Interessant. Kann ich mir das ins Arm? Ja, no sind ever genug mit der Brauerei, ne? So, dann Also muss dafür, dass er gerade ich da sitze, schwingt er ja viel über die Kirche zu wissen. Ja, Also, sehr danke, Pastor Ja, Peter. nein. Also, interessant. ja, interessant, ja. Endlich allein. Ja. Wo ist der Pastor? Es ist jetzt Schreckliches passiert und ich muss Ja, nicht später. fahren. Gerade ist es schlecht, ja? Der hat hier mit. Was? Wer wird er da? Der Pastor. So, ich muss so sehen. Herr Pastor, hier ist eine ganz wichtige Besuch. Och, hier ist ja nicht da. Also, er könnte hier warten. Ach, soll ich lieber Jakobus sagen? So habe ich dich doch früher auch alt genannt. Nicht wie Jakobus? Nee, Stina, die Zig ist halt lang vorbei. Und ich möchte auch nicht, dass du mich dann so nennst. Früher hätte das vielleicht noch gepasst. Aber das passt mir zu meiner Position. Du hast mal vergessen, wer und was ich bin. Ich bin im Stadtrat und da für die Roschen zuständig. Was? Ja, ich muss eine Frau mitschaffen, was jetzt hermäht. Und vor allem, die mich Schwinger bringt. Nicht so ein Wust vom Sell. Dass du mich Luther willst, das versteht sich von selbst. Wenn man sich mich und in Position verloren. Aber Träume darfst du nicht von mir.
Ach, nee, nur ins Ahn. Damals warst du gut bei mir, um als Pneumoprofe zu können. Und bist du so eine Renommeerstängel. Ja, damals waren wir noch jung, aber das ist ja auch ein lang her. Wart ab, das wird dir noch nicht tun. Aber Frau Winterfeld, du sind doch nicht böse. Er wisst doch, wie er ist. Er meint es ja nicht so. Oh, doch. Der hätte so gemeint, wie der das gesagt hätte. Ach, das bringt doch nichts. Muss dich doch an, wie der sich benimmt. Der Strunzbügel. Der meint bald. Strunzbügel. Ja, da hat er ja recht. Aber er wird doch sicherlich eine hetzensjode Mensch, oder? Ja, nee. Ja, eigentlich schon, ja. Also, er könnte reuig dazu stoppen. Und außerdem ist er eine viel stärkere Kerl wie der doch. Süße Mädchen, du meldest dich an dich lang. Ist doch still. Noch windet der Gott Bügelkampf. Von Bügelkampf. Für mich, Lukas, von Bügelkampf. Auch von mir aus auch von Bügelkampf. Ich brauche dich auch ja nicht. Ich habe eine viel bessere als wie ich. Jetzt wisst ihr. Ach, und? Wie hältst du? Wer ist das? Das geht euch ja nichts an. Süße, das geht dich ja nichts an, weil er nämlich gar keine Kavaleure hat. Kann ich doch. Und der heißt Ja und? Lukas Matthäus Schmitz. Jetzt weißt du. Ach, und der soll besser sieht als ich? Ich hatte immerhin ein Hochamt in der Politik. Was mit Hedderne so? Ach, Jakob, das denkt doch nichts zur Sache, was der Herr Schmitze so meint. Wer sagt, dass der nicht in die Politik geht? Wer weiß? Vielleicht hätte er als Plan beim nächsten Wahlkampf derjenige anzutrennen. Vielleicht fluppt ja dann wieder hier in der Stadt. Hä? Was sagst du dort so, Herr von Bügelkamp? Der ist nämlich rektal bejagt. Rhetorisch, er meint mal rhetorisch, Frau Winterfeld. Aber von mir aus auch das. Der geht Rhetorikstunde. Und außerdem ist Herr Jod gebaut. Groß und stark mit brummen Löcher. Und er hat im ganzen Head wichtige Lück auf seiner Sick. Oh ja, und Grosche. Mädels, du schriebst da doch. Lukas oder Matthäus Schmitz. Schmitz. Den Namen werde ich mir mal merken müssen. Ja, also das könnte dem Kölschen nicht ganz so schwierig führen. Ja, das stimmt, ja. Also, Jod, Frau Winterfeld. Zart Stina für mich. Jod, ich bin der Mätes. Also, wir müssen nur leider Jon. Wir haben vielleicht noch ein wichtig treffen. Was will doch? Ja. Was ist es dann? Muss das dann unbedingt Sinn? Das muss sein. Hey, Lorenz, das ist ein Geschäftsmüffel mit Höhnes in der Wirtschaft auf der Ecke. Ach nee, der Höhles. Ja, das klingt ja bestimmt interessant. Ja, sie Fleisch muss man drin halten. Ja. Also, Spieler, mach es gut. Mach es Jod, Mädchen. Wenn der Bügelkampf blustet in so gemein wäre, dann hätte ich im Leben nicht so eine Köln-Verzell von mir gejobbt. Nun ja, also, wenn ich als so viel gesagt habe, dann will ich die Kerl auch mal kennenlernen. Lieber Lukas Matthäus. Ja, Ach, da, Frau Winterfeld. Ist der Pastor da? nee, hier ist er nicht. Wieso? Ist jetzt Wichtiges? Ja, ich wollte eigentlich nur mit dem Schwabe, aber das kann ich auch später noch tun. Ja. Dann tschüss. Ah, tschüss. Darf Mariechen? Was, sag Julio?
Was meinst du denn hier? Ich würde besser nur fragen, ob heute Nest in der Plan fertig ist. Ich muss ja wissen, wann ich dran bin. Und du? Nee, er ist nicht dort. Ich wollte eigentlich auch zu ihm. Also, ich habe mir ja eine Kirche für ein Referat ausgesucht. Was hältst du davon, wenn wir zwei ins nur der Kirche und ich erzähle dir jetzt davon. Also, ich könnte dir da spannende Sache erzählen. Ich habe mich da in gelesen. Interessant, interessant. Achso, wann du willst. Er war ja nicht. Ja. Und et denk mich freue, wann du mir zurückschrieben däst. Bis bald, Ding Stina. Wo macht der Pastor Peter Buchsinn? Oh, New York, ich schrieb ihr den Zettel. Lebe Pastor Peter, sitzt es so jod und dort der Brief für mich an der Lukas Matthäus Schmidt schicke. Sit bedank Stina. So, der Stähne stand begjot, das kann nur fluppe. Nur muss ich aber jetzt köje. Ich löb, der Stähne stand auch jod, vor ein Röggelchen mit Kies in der Küche. War damit für Strahlung gut darin. Ich war nur ins Gut für kleine Lilly, ne? Ja, keine Ja, Ja, was wohl? Herr Pastor. ja, sag Peter, ne? Das hier nicht, ne? Ah, Peter, ja. Also, mein Name ist Jakob. Ja, Gustav, Ludwig, Philipp, Franz, Josef, Silvester von Bügelkamp. ja, da Köbis, ne? Ja. Wann ihr als den Führnamen angehen wollt, dann Jakob. Aber sagt lieber von Bügelkamp, das ist mal lieber. Ja, und ich bin Martin Jaspers. Herr, sagt euch, Mädels zu mir. Ja, Peter. Ja, und, was? Ja, da ihr ja nur hier in unserer Gemeinde zuständig seid, ist es ja gut, dass wir uns endlich uns kennenlernen, ne? Ja. Auch damit ihr wisst, mit wem ihr das hier zu tun habt. Mit dem einen Pastor Hinrich habe ich mich ja gut verstanden. Das war einer, der die Donnerdisch gesagt hat. Oh, ja. Ja, Herr von Böhlkamp, ich muss mich ja erstens jetzt inarbeiten, ne? Gut, und dafür will mir auch alles tun, dass wir zwei Nationen sind. Wenn ihr genau das tut, was ich euch sage, kann nichts schief gehen. Ja, Herr von Böhlkamp, endlich bin ich ja froh, dass wir uns einer seht, was ich zu tun habe. Und ich glaube auch, dass wir jetzt zusammenarbeiten werden, ne? Ich habe ja noch allerhand für, ne? Das Büro wird neu gemacht. Ja, und was hat er sonst noch so für? Ja, ich bin ja gerade angekommen, aber ich habe da bestimmt alles jetzt im Kopf. Da können wir ja nächste Woche uns drüber schwaden. Ja, ich muss mir hier und da noch einen Überblick verschaffen. Ja, das verstehe ich. Ja. Wir sind uns für den nächsten Tag in der Kirche. Ja, dann schwaden wir da uns. Ja, das machen wir. Ne? So, gut. Nur habe ich aber noch jetzt zu tun. Ne? Ja, ist gut. Marius betest. Ne? Ja. Und Herr Ja, Müllkamp, wir sind uns dann... Bis dann, ne? Ja. Tschüss, Herr Pastor. Ja. Tschüss. Mädels, was meinst wohl, was ich hier in den Finger habe? Ein Brief vom Stina an der LMS. Was meinst du mal, was LMS heißt? Hä? LMS. LMS. Gut. Los mehr singen. Wir stehen an einer Veranstaltung auf dem Markt. Was soll das? Jetzt weiß ich es. Das heißt
Lukas Matthäus Schmitz, der hier heime Pfund. Das heißt aber Jod mitgekriegt. Aber irgendwas stimmt doch nicht an der Sache. Also, wieso hast du denn ein mitgenommen? Du kannst den doch nicht abmachen. Wann ist Stina dazu? Oh, siehste, ein Brief vom Stiner an Lukas Matthäus Schmitz. Ja. Was sagst du jetzt? Ja, Ganz heich, Alter, was schriebst du dann? so schrieb. Liebe Lukas Matthäus, wir kennen uns nicht. Okay. Aha. Wir kennen uns nicht, aber der Peter, der Jode Freund, hätte mir alles von dir verzahlt. Ich heiße Stina und ich stellen sich, ist. Ach hey, oh, das ist ja interessant. Oh. Also, dass der Pastor Hinrich fortgeht, hättest du den Peter als für einen Mord verzahlt. Ein Woche, ehe dass der überhaupt fort war. Ja. Warum hätte der Pastor Hinrich das getan und mir nichts davon gesagt? Wir können uns ja uns treffen, ich würde mich freuen, wenn du mir zurückschreiben tätest. Ja. Bis bald, Ding Stina. Ja, ich hatte doch gewusst, das ist ja nicht dem Stina sie gefunden. Naja, ist halt ein Brot, wir haben uns her. Das ist Und der LMS hätte doch für gesorgt, dass der alle Pastor Hinrich fort ist. Das heißt, der LMS hätte der Pastor Hinrich umgewissen. Einfach umgebracht. Nur um den Peter hergestellt zu besorgen. Ja, das ist jetzt. Aber bewiesen kann ich das doch nicht. Tja, wir kennen uns nicht, da steht es. Also, was das so ist. Und wenn jetzt Stina ja keine Freund hätte, dann könnte ich mich ja ins mit dem treffen. Das Was? ist Ja, weiß Das ist nicht. mal Wir werden ja übernehmen. Die Situation, die könnte man hier lesen. mir auch. Ja. Aber ich werde ich dem Stina in seinem Brief zurückschreiben, im Namen vom LMS. Und man auch so, aber die Freundschaft von dem LMS und dem Peter nicht auseinanderkriegen. Ne? Ja. Ja, komm, Ben, ist das Jan. Du kannst löschen, ich bin halt ganz dünn. Wir machen jetzt einen kleinen Umbau, keine Pause, bleibt schön. Sag, Marieche, sag, Stina, sag, was meinst du denn mit Russe? Naja, ich war doch in den Grund. Löwen nicht. Ach, Marieche, wieso bist du denn so bedrückt? Sag, warst du auf der Julius? Ja, der wollte ein lang lesen. Ich weiß ja nicht, was ich verkehrt gemacht habe. Kann dir da? Das habe ich mal. Ach, Marieche, der Date Herr auch, der bin ich ganz sicher. Der ist bestimmt Lichtgeben. Ja, vielleicht hast du recht. Und du siehst auch so aus, als bloß beim Kühner. Und was meinst du hin? Ich dachte, du wärst beim neuen Pastor. Nee, bei mir geht es auch um eine Grund. Ich hatte eine Brief von dem Krähe. Du hast auch in der Fall? Ah ja, das schreibt noch nicht fast. Er ist eine Jode Grund vom Pastor Peter und hey, Lukas Matthäus Schmitz. Das ist Deutsch, Dina. Sie waren kenntlich dann. Ach, noch nicht so lang. Bist du eine Staatsbürger? Ja, er ist Jod gebaut. Groß, mit Brunglöckchen. Er ist ein ganz starker Kerl. Never. Herr Brunlöckcher. Ich glaube, da habe ich schon mal hier in der Jäger gesehen. Nicht so, Herr Ulf. Ja, stimmt. Ich mein, er war auch öfter schon Gottesdienst. Aber jetzt habe ich schon Angst, seine Brief abzumachen. Aber Stina, was meinst du dann, warum der Lukas Matthäus geschrieben hat? Ja, also ich habe mir als ich geschrieben. Er hätte dem Pastor Hinrich geholfen, Potzion, hätte der Pastor Peter gesagt. Darum war der Peter auch im Blockade. Hätte der Peter auch verzeiht, wo der Aale Heinrich hin ist? Nee, ich glaube nicht. Ja, aber Stina, was ist,
wenn er dem Pelzer gar nicht geholfen hätte. Was ist, wenn der Herr gekidnappt hätte? Was? Daran hätte ich ja nicht gedacht. Der arme Hinrich. Ach, du liebe Gott. Jetzt bin ich jetzt recht spannend, den Brief zu lesen. Hast du einen Gott geholt? Nur in der Käse! Steht noch erst lebt, aber ich kann ja nichts dafür, ehrlich. Ich habe jetzt gut brisantes rausgefunden. Oh, das können wir später unternehmen, die Tiere. Ich bin so aufgeregt wegen dem Brief. Er wird mir helfen. Ich kann ja nicht selbst lesen. Ich habe Glück, so schlecht Gefühl. Stellt euch für, mit dem Kaffeesatz, der hätte mich morgen ausgesehen. Wie alt wir? Also, in dem Brief steht, Lebensgegner. Wenn ich dem Buch wichtige Sachen fort muss und da kein Rede kriegen kann, muss ich dir sagen, dass du mir nicht mehr schlose. Sagt dem Peter, dass er nicht wie auf mich Zellerbruch, wenn er alles wieder erzählt. Er soll mich in Ruhe lassen. Tschüss, einem Schritt. Ich habe nicht gewusst. Die Städte liegen nicht. Wieso kann ich den Brief abgejobben und auch der Mord im 8. Februar vom Wassermann stumpf? Er wird von der Wolke Sibbe direkt im Mann auf der Elde knallt. Als du nicht gekommen bist, kann ich hier da schnell auffallen. Ach Marieche, ich könnte dich doch niemals im Stich lassen, ehrlich. Es tut mir auch so leid, aber mit der bin ich nicht auf Wolke 7, sondern auf Wolke 11. Ehrlich? Aber wieso bist du dann so spät gekommen? Also ich habe jetzt Hubrisantes rausgefunden, aber du darfst kein jetzt davon erzählen. Du nicht, du kannst dich auf mich verlassen. Also bei der Aufräumerei in der Kirchekeller, ist mir hier der Plan in der Hänge gefallen. Und nur an 2 Ungen, die Kritzelei, die gehört mit zum originalen Plan. Das muss jetzt anders bedürfen. Und siehst du, es sieht doch gerade aus, wie ein um 720 Grad gedrehtes S. Verstehst du, Marieche? S wie Schatz. Ja, aber Julius, wenn du rechnest, dann wirst du ja recht. Nee. Der Schatz hier wird der Kirche und damit auch dem Lebejott. Und der kann man doch nicht einfach in den Tisch schießen. Aber ich will alles doch verdünnen, den Schatz zu finden und alle zu überraschen. Julius, du bist wahrhaftig ein Idiotenmensch. Ja, also, um besser über das Schatz recherchieren zu können, muss ich leider jetzt Verbotenes tun. Also ich habe mich einfach in der Kirchenkeller geschlichen, ohne jetzt davon zu erzählen. Also Marieche, du darfst keinem jetzt davon erzählen, sonst ist der Ärger groß und die Überraschung ist fort. Natürlich nicht. Ich gebe mir den Wort drauf. Gut. Ja. Also Marieche, ich muss jetzt endlich fort. Sind wir uns denn noch? In 4 Stunden will ich wieder gehen. Ja. Ja. Okay. Hat Tschüss, Marieche. Marie! Ach, na, wie ist es da? Ich bin ja jetzt aufgeregt. Du hüpfst ja auch um den Dillendorf. Was ist dann los? Ach, Herr von Bögelkamp, ich kann nach ja nicht leben. Ich bin ja so aufgeregt. Ja, warum dann? Erzähl uns. Was ist dann los? Ich kenne eine, der hat eine Schatz gefunden. Und der ist ja halt selber. Aber ey, ist das ein Geheimnis? Ich hab keinen mehr davon verraten. Oh, das ist interessant. Jetzt habe ich es ja doch gewonnen. Und ich habe ihm nur versprochen, nichts davon zu verraten. Versprochen? Wer hätte das versprochen? Der Jungen, der original Russ ist? Nee, Ja, wenn doch nicht. Du sag doch. Ich verrate doch nichts. Kennt er sich schon mit. Der Heiß. Ja? Der Heiß. Lukas. Lukas! Etwa Lukas Matthäus Schmitz? Ja, genau. Ich muss fort. Tschüss. Oh. Ein Schatz? Ha, vielleicht wie aus dem Mittelalter. Oder ein Bandspielzimmer. Nee, das Flückinger her. Finger raus, wo der Schatz ist. Leben, Herr von Bügelkamp. Meinst du, Kürbis, das war so eine gute Idee?
einem jungen Weg hinterher zu spionieren und ihm dann vielleicht auch noch den Schatz vorzunehmen. Das ist doch bloß ein Schatzjagd, das ist doch Spiel, das ist doch aufregend. Und außerdem, der sich dann in der Partei bestimmt gut machen, wenn man denen erzählen könnte, dass nur der Schatz gefunden ist. Wir können ja nachher mit allen teilen. Ja, wann das so ist. Ja, aber wieso Luther ich? Das verklare ich dir nachher, nur flückiger her. Ja, schon halt. Alle Teile. Das wird doch nur so eine tiefe Kopie der Mädchen. Nee, die Roste, die kann ich selbst durchgebuchen. Aber ich muss rausfinden, wo der Schatz überhaupt steht. Und außerdem ist der Lukas Matthäus Schwitz bestimmt auch alte Dinge im Schatz. Der ist mir entlang und Dorn im Auge. Ja, Herr Pastor, ja? Wie ist es dann so? Ach ja, ganz gut. So langsam komme ich ein bisschen parat. Ja, das ist schön. Und ja. was Fische so hin? Ach ja, man muss ja ab und zu ins Fluch, ob alles noch so im rechten Weg ist, ne? Ja. Was meint er noch mit? Ja, was will ich dann damit? Da will man jetzt nicht drüber schwaden, aber läuft mir, ich weiß, was hier läuft und warum ihr hier seid. Ja, das weiß ich. Außerdem sind ja demnächst wieder Wahlen, ne? Ist zwar lästig, aber was will man machen, ne? Das Volk will ja gefragt werden. Und da muss man doch ab und zu so tun, als der hat eine Jücke, ne? Das ist doch, der ist in der Kirche auch so, ne, Herr Pastor? Ich kann doch auf mich zählen, oder? Ja, er könnte ganz bestimmt auf mich zählen. Gut, dann könnt ihr ja bestimmt auch viel Reklam für mich machen, ne? So vielleicht im Gemeindefest oder im Gottesdienst. Ich könnte mir so vorstellen, dass dann der Gottesdienst über das Ganze ein Plakat hängt, auf dem steht, dieser Gottesdienst wurde gesponsert von Bürgerkamp. Das wird er jetzt, wa? Ihr schafft dann alles. Tschüss. Ja, Herr Pastor, jetzt es ist jetzt schrecklich. Ja, Jetzt furchtbar. Jetzt nicht später. Kommst du mir ins Büro, ja? Das war dann mit Digga. Ja, später. Herr Pastor. Womit kann ich das passieren? Ja, 8 Kilometer. Welcher kommt da? Ach, da fällt mir gerade in. Ich glaube, ich schon durch. Ihr auch? Ja. Dann machen wir irgendwie 20 Minuten Pause. Ne? Ach, da bist du ja. Ja, und ich weiß, woher ist. Du hast herausgefunden, wo der Lukas Matthäus Schmitz ist. Direkt. Nach dem Schatz sollte ich doch suchen. Also, ich bin der Weg hierher und hätte sich am selben Tag noch ins mit dem Studenten durchgekommen. Schwag dir so viel Sachen, weil eben was mit dem Schatz mit unserem Schatz ist. Ja, also, der Student, also der Julius, der meint, dass der Schatz an der Kirche im Keller verstochen ist. Einfach so im Keller. Und der Peter hätte nichts davon mit. Nee, nicht direkt im Keller. Der Schatz, der muss in einem Raum hier, der im Krieg verschüttet worden ist. Der Julius hätte Marie so ja einen Plan davon gezeigt. Sonst weiß da aber keiner jetzt von. Außer der Lukas Matthäus Schmidt. Wann der noch nicht der Peter jetzt gesagt hat, dann will der bestimmt der Schatz für sich selber behalten. Aber diesmal werde ich mich im Endeffekt aufs Graben kriegen. Explained. Ja. Meinst du nicht, du übertriebst doch so ein klein bisschen? Ja, wieso das dann? Ja, du hast den Kerl ja noch nicht getroffen. Ach, man kennt doch den LMS. Immer, der will das Gold für den Transportstand. Das kannst du doch nicht machen. Das Gold, das gehört der Kirchengemeinde. Sag, soll mehr Weine nicht einfach noch Hinterjahren um ihn zu reihen? Ja, bist du dann vor Deutsch? Ja, und außerdem hatte ich doch einfach geklaut, dass es besser ist, dass wir zwei der Schatz fingern. Dann so kann er auch nicht in falsche Hänge geraten. Ja, was heißt da nicht falsche Hängen? Der Schatz wird am Grundstück von der Kirche und der Peter ist der Pastor. Ja, aber ich ziehe Padäsch. Wir kennen ihn ja noch gar nicht so genau.
Und außerdem wird sich dann in der Partei bestimmt gut machen, wenn man denn erzählen könnte, dass du der Schatz gefunden hast, oder meinst du nicht? Du willst es doch hier bringen in der Partei. Ja, aber nicht, wann ich noch für andere Lückinger herspielen muss. Sag, hast du denn überhaupt kein ihr Gefühle nie? Ach, ist sich doch der Herr vielleicht zu führen dafür, hä? Auch bist du Butzenrisser zur Bank, hä? Ich sage dir, wer sich in der Politik durchsetzen will, der darf nicht Doch nicht so eine falsche Kerl zu sein, wie du einer bist. Das werde nicht der Zeige. Oh, da will man ja sehen, weißt du was? Ich schmeiße dich raus, und zwar auch noch schnell. Was? Ja, da kannst du so. Du willst mich rausschmeißen? Ja. War all der Jahre, die ich für dich geplant und organisiert habe. Das will dir doch echt tun. Du selber Mut. Hey, faden's ab. Siehst du das? Der nächste Wahlkampf, der kommt bestimmt. Und dann? Ah ja, dann. Ja. Also ein bisschen hätte ja schon recht. Für den ganzen organisatorischen Form hatte ich ja eigentlich gar keine Ahnung. Ich hatte noch nichts, nur von der Kollege im Stadtrat. Naja, aber ja, mit ich muss mich um den Schatz verkümmern. Das kann ich auch ordentlich planen. Ja! Esel. Der Peter ist nicht da. Der wird aber nicht Esel. Was ist so? Der arme Tütenübel ein Widder. Herzbücher. Also, der Schatz. Wann der Peter noch mit, jetzt noch mitkriegt, dann könnte ich doch eigentlich der ganze Kram aus dem Keller für eine Apfel und eine Ei kaufen. Einfach so, ohne Risiko. Und dann gehört der ganze Kram hier. Ja, das ist ja, das war es. Jo, der genau, seht her, von Böhlkamp. Ach, ich muss mit euch schwade. Also, die Reklamen, die ich für euch machen soll, Ja, und alles damit. das geht mit mir. Und Evans ich war einer bei mir Bischte. Da er das ein auf andere expliziert mit seiner Freundin hätt. Beide seiner Frau. Ja. Und mit seiner Frau beide seiner Freundin. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, als Straf, er soll das sinnlose und als Straf Bügelkampf wählen. als Straf? Ja, nee, das war so ein bisschen direkt mit der Korb. Das würde so ein bisschen so mit Böhlerklöchen machen. Vielleicht so im Gottesdienst oder so. Das kann ich doch gemacht. Ich hatte direkt bei der Abkündigung gemacht, ja. Die Kollekte, die war für die Wahl von euch, ne? Und wie ich hinterher gelurrt habe, waren im Klingelbügel nur 3 aale Knöpfe da. Und dann habe ich auch noch gesagt, preiset den Herrn von Bühlkamp. Aber ich mag das nicht wie mit. Ich lasse mich nicht in die Presse weg. Presse? Ja. Nee, bitte. Da hat er aber jetzt falsch in der Hausgrenze. Das hatte ich doch ja nicht so gemeldet. Wir sind doch schließlich Freunde. Ach ja, da kann ich aber nicht mitkriegen. Das ist schon da. Pass auf, Peter. Ja. Wir vergessen das mit der Reklame für mich. Pass auf. Ja, jo. Was hältst du davon, wenn wir zwei ins He so richtig aufrühmen? Das klingt als wieder ganz gefährlich. Ich kann doch keine Russ schmiese. Ach, das so meine ich das ja auch gar nicht. Ich meine so für ein Beispiel doch Keller aufrühmen. Einfach so, aus Spaß an der Freude, so als Ach der nächste Liebe, ne? Wir rüben der Keller auf, der wird entrümpelt und naja, vielleicht können wir noch jede Flühmacher klopfen. Ja, also man erwähnt, aber da kann ich kein Zick für, ne? Pass auf, ihr setzt in der Vertrag auf, in dem steht, dass von Bügelkamp der Keller entrümpelt, der Rest geht fort und von Bügelkamp jetzt dafür eine Spende für die Gemeinschaft von, sagen wir so, 500 €. Ach nee, Herr Bühlkamp, das kann ich doch ja nicht annehmen für 500 €, ne? Wisst ihr, wir machen das anders. Es gibt hier noch Ihre Amtslück, die so jetzt jähen tun, ne? Ja, gut, sagen wir 1000 €. Oh, ne, wisst ihr was?
Der jüdische Schlimmer, der Aale Brassel aus der Garage, hat er doch nie von, ne? Für 1000 €, ne? Das machen wir natürlich. Winter, also ich mag so der Aale Bözie, modrige Geruch so von Aalsache. Das frische so lecker. Ja, wann das so ist, in China, also in Bitterfeld, die hätten noch so ein Aalschäse lang, wo die Katzdruck gemacht hätten. Das Frühstück jetzt. Na gut, dann nehme ich das auch. Aber für alle Dinge der Korb aus dem Keller. Ne? Ja. Pass auf, ich setze das Schriftstück auf. Ne? Ja, und ich lasse das dann vom Ort absäen. Ne? Ja. Tschüss, ich statt mit der Post. Genau, dann mache ich okay, alles klar, Peter. Gut, Ja, mach jetzt Das so. ist ja vom Weg, ja. Achso, Ja, Ja. Herr Pastor, Ja, ich muss ja, mir ist schreiben. so. Also, ich habe hier Ja, Wie? geht ins Heerus, ja, und dann schwade mal neue drüber. Jetzt nicht, ja, ist grad schlecht. Wieso? Das ist doch nicht verboten. Auf Sachen die Städte der Jäger. Nee, da ich Jungfrau bin und do Wassermann, ist das besonders lohnzählig schön. Ja. Gestern Abend war wirklich schön. Ja, nur mehr Beize zwei. Bei einer festlichen Malzig. Ein Schinken von Käse. In der Malzmüll. Ja, da ist eine ohne Idee. Ach Mädchen, ich bin so froh, dass du nicht so bist wie Dinge waren. Ja. Nee, der Kürbis, der ist nicht wie mir Bas. Der hätte mich doch in Rust geschmissen. Da kann ich dir doch verzeihen. Aber weißt du was, ich bin froh, dass ich der Kerl bin. Wenn ich so drüber nachdenke, ja, dann war ich Luther Arbeitstier. Und er war der Dollbruder. Ja, mich hätte auch Noah ausgenützt, mir die ein Jahr lang. Aber damit ist es jetzt am Ende. Mehr schlagen zurück. Du willst dich am Kürbis rächen? Ich? Wir alle weg. Ja. Sag, willst du nicht bei der nächsten Wahl für die Stadt Rot jeden antreten? Was der kannst du auch halt lang. Ja, das habe ich mir auch halt überlegt. Und weißt du was? Die nötige Lücke, die kennen mich auch halt. Aber ich habe da eine Idee, wie man der Kürbis noch viel nie treffen könnte. Beide Flügel. Beide Flügel. Ja, sicher. Wir müssen nur eine Schatzfinge von dem du mir halt erzählen. Genau. Aber hinter dem Schatz, da ist nicht nur der Kürbis her, auch der Lukas Matthäus Schmitz. Der LS? Genau. Der soll jetzt mit dem Verschwinden von Pastor Hinrich zu tun haben. Er soll denn so ja lebendig begraben haben. Oh, wie alles will. Welche Haare? Hey, also das kannst du nicht glauben. Aber, also, der Kerl, der schickt ja eh alle Fäden in der Hände zur Hand. Komm, lebt hier. Mehr Jon und Malaye, wie man der LMS am besten finden können. Und der Schatz, wie lebt Ja, ihr? und der Julius, warum wolltest du mit mir sparen, ne? Ich habe jetzt zu wichten. Ja, dann. Als letzterer war ich allein im Keller und ich hätte davon zu erzählen. Ach, Julius, das mäht nichts. Du musst ja den Referat schreiben. Aber ich muss dir auch jetzt erzählen. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Ja, was ist denn Pastor Peter? Nee, das ist es ja. Pastor Peter. So darf ich mich ja nicht nennen. Das habe ich mir nur ausgedacht.
Dann ist Ihre Name ja nicht Peter, Herr Pastor. Peter ist richtig. Nee, aber, weißt du, ich bin ja keine Pastur, das kann ich mir nur ausgedacht. Ich wollte jetzt zur Arbeit finden und dann oder Hinrich nicht he und da habe ich mir ausgeknuft, dass ich he der Pastur spielen könnte. Es soll bloß ein kleines Späßchen sein und dann hätte der Böhl, kann mich erpressen und Er wird ja keine Pastor. Wie konnte er das bloß machen? Die armen Lück, die an mich und eure Gottesdienst die Leute fahren. Mit so einer Putelzung möchte ich nichts zu tun haben. Tschüss. nee, Jungs, was? Es tut mir leid, jo. Es soll bloß ein kleines Späßchen sein. Du bist doch ein Jode-Mensch. Hilf mir hier alles wieder in Ordnung zu bringen. So einfach ist das nicht. Ich bereue das doch, ne? Wann du mir helfen willst, dann gelobe ich mich von jetzt an in den ehrlichen Mensch zu sein. Du versprichst mir, von jetzt an, das ganze Leben lang, in der ehrlichen Mensch zu sein. Ja, das ganze Level ist aber erst nach. Der Löschnitt auch das halbe. Na gut, ich gelobe von jetzt an in der irdische Mensch zu sein. Ja. Also wann das so ist, aber wenn du noch einmal nicht Bestimmt nicht, Julius. Aber das ist noch jetzt. Also auch wenn ich nicht der Pastor sein kann hier, dann fühle ich mich hier am rechten Platz. Und ich habe die Herr Glück hier auch richtig gern. Weißt du nicht, Julius, ich könnte vielleicht der neue Küster hier werden? Ach, du weißt doch, wieso jetzt hier geht, Also, Peter, ich bin das wohl ehrlich Mensch. Und ich glaube, jeder Mensch hätte einen neuen Anfang verdient. Vielleicht hätte der Herr ja jetzt Jodes mit erhört. Vielleicht bist du einfach der ungläubige Thomas. Ach, aber du weißt doch, dass mein Name Peter ist. Nur Pastor noch bald, Peter. Mehr 2 Jahre noch viel zu dir. Ja. Aber, gut, also ich will im Sinn, was ich wähle, stell mit dem Küster machen. Gut, dann danke dir. Tschüss, Julius. Ja. Peter, er seht es. Ich habe eine große Überraschung für euch. Wart! Ich habe hier der astrologische Ratgeber durch Kölsch für Fülle in die Zukunft verloren. Und wenn ich gestern alles richtig gemacht habe, kann mich für nichts mehr überraschen. Erstens hätte ich mir Kopfing am nächsten Morgen vorher gesagt und das war richtig. Und zweitens gewinnt der FC das nächste Spiel. Stimmt es? Wann er das sagt? Aber es geht jetzt anderes. Der hier habe ich unter welch getroffen. Was? Etwa? Das ist doch, das kann doch. Hast du Hinrich? Und du warst der ganze Zick. Er wusste nicht der Spruch. Wir haben uns alle Sorge gemacht. Wer ich? Ich war doch auf der Pilgerreise. Er versteht da. Das weißt du doch alt. Was? Pilgerreise? Ja, ich war auf dem Weg nach, wie ist der Weg nach Gerla? Ja, ich war auf Pilgerreise nach Gerla. Aber das weißt du doch, Zinge verloren, Leif steht da. Den Gedanke scharf ist auch nicht wie ganz darüber. Was? Pilgerreise, du hättest mir nichts gesagt. Ich weiß von nichts. Nicht? Oft kann ich vergessen, Dinge zu sagen. Also hätte Alice doch nichts mit der Sache zu tun. Nee. Ach du arme Jeck, wir haben uns alle so Ja, gemacht. Aber müsste jetzt jeder haben. Ja, Stienchen, was weißt du dann noch? Nur noch ins Bett, ist das? Das ist der heilige Vater. Heilige Vater. Das ist unsere Pizza. Lothar Jod für den Witz. Pizza, darf ich für Stelle?
das ist Pastor Hinrich, der du in der letzten Zigfahrt war. Ja, ich bin der Peter, ne? Der liebe Vater. Ja, Also, was meinst du jetzt? Wolltest du dir jetzt eine neue Stelle suchen? ja, ich habe gehört, dass in Limburg jetzt schönes frei ist. Endlich, das geht nicht, ne? Ich muss mich jetzt wichten. Dann jank doch nicht mit dem Hinrich in der Wichtstuhl. Nee, das geht mich alle Morde jetzt an. Also, ich bin ja nicht von der Kirche angestellt worden, um Hilfe der Übergangspastur zu sehen. Das bist du Bescheid, dass du das vom LMS geholt und uns hier selbst losgeholt hast. Ja, wenn du so lange eine Jodepastur gewährt. Ich habe nicht direkt gewusst, dann mit der Schwalbe im letzten Nee, das könnte noch nie. Ich bin ja keine Pastur, ich habe mir das bloß ausgedacht. Ja, bist du von Kölsch? Was hast du denn übrig? Was heißt der nur für uns gewählt? Langsam. Also Peter, ich habe die Sarah vom Julius geholt. Ach, das ist gut. Und es ist gut, dass du so ehrlich und aufrichtig bist. Ich für mein Geld tun dir vergeben. Ja, das freut mich. Und wenn ich das kann, dann können das die anderen hier sicher auch. Genau, das ist ja Wigger auch ja Das denke ich auch. Ja, und eigentlich wurde das ja auch eine ganz lustige Info. Ja. Da ist es glatt schade, dass du der Neues wieder fort bist. Vielleicht auch nicht, Pastor Hinrich. Mir fehlt doch eine Küste. Ja. Und der Peter und ich haben uns Ich gedacht, habe mir gedacht, dass ich vielleicht die Stelle für den Küster kriegen könnte, wann er nichts für Jäger hat. Vergehe. Ach was. Ja, ich selber kann dich nicht als Köster entstellen. Aber da wir ja sowieso eine Kösterwoche. So die Sache flug. Wo Mann, ich hol evens die Papiere, ein Jodwort für dich zu legen. ja, und ich schon mit ich. Ist gut. Ich habe noch eine große Überraschung für dich. Aha. Da werde ich alle Molde der auch aus der Kopfhalle. Na komm, was? Überraschung ist natürlich. Nee, irgendwie ist bald. Aber Gott werde mal gewählt. Ja. Ach, da bist du ja. Jo, da hat ich die Schlinge. Da fällt er aus dem Keller. Da hätte einer alles so rausgeholt. Das findet doch ja nicht. Also so ein Biest da rein. Du jetzt mit all die Sachen, die da im Keller waren, einfach pflück. Also, Herr von Bügelkamp, davon weiß ich nichts. Und ist das dann nur so schlimm? Ich meine, die Sachen kommen doch nichts weg, ne? Das ist allein Linkssache. Das geht dich überhaupt ja nichts an. Der Krom hier hilft mir. Und wann du mir die Sache nicht gehst, dann weißt du, was passiert. Dann erzähl ich alles, was ich über dich weiß. Oh ja. Und dann werden ganze Hälfte mit Arsch überrascht sind. Ich sage nur LMS. LMS? Ja. Was soll das bedeuten? Ach, du weißt ganz genau, was das bedeutet. Ha, und wenn nicht, dann gehst du nach Ostendorf. Ja, und zwar nur unter LMS. LMS? Ich sag nur LMAA. Also, Jo, du hättest so gewollt. Gut so. Unser alte Pastor Hinrich, der ist umgebracht worden. Ja. Ach so? Einfach abgewurzt. Und hey, der Peter, der hätte mitgeholfen. Ja. Und dafür hat ich auch bewiesen. Und dann sind ihr, liebe Peter, der längste Zick-Pastor gewesen. Das fällt nichts ja von Bügelkamp, ne? Bist du auch verrückt? Ja. Wenn der Peter ja keine Pastor ist, Nee. bist du dann für uns hier, ja? Ihr seid keine Pastor? Ja, ihr seid ja der Herrgottskultur. Ja, da hat er recht. Aber all die nette Menschen hier haben mir großmütig verjauert, ne? Und will der das nicht auch tun? Auch eure Fehler will der Herrgott vergeben, wann er das ehrlich meint. Schwart ihr nur wieder auf Pastor oder nicht? Ihr steckt Luther noch mit dem LMS unter einer Deck. Ja, also so ein Trauerspiel, etwa der alte Pastor Hinrich umgebracht zu haben. Ja, ich habe den Traum gesehen. Da ist er mir erschienen zur Räche. Ja, ihr mögt wissen, dass ich eine ganz besonders gute Freund von dem alten Pastor Hinrich gewesen bin. Vielleicht so ja der einzig richtige Freund. Ja. Also das gilt doch ja eine coole Kerl, so ein Fürbild für alle. Ja, da muss,
Ach, danke. Das ist aber nett. Ich kann mich nur nicht erinnern, dass mir zwei so Jode Funde waren. Das ist ein Geist von der Pastor hier. Sicher, Herr von Böhlkamp, nichts ist passiert. Und nur, ja, besser noch was, ne? Hey, Stadt, wir dürfen den Schatz behalten. Schatz. Ja, der Kiff. Also, ich habe gehört, dass ein Schatz in der Kirchenkeller verstocken ist, der mit Groschen nicht zu bezahlen ist. Und wie wir gehört haben, dass der LMS hinter dem Schatz her war, haben wir den direkt mitgenommen. Aber, wir hören den in der Kirche. Nicht wieder so Glück. Wieder so Glück. Und ich, hat ihr, Peter Pasek, Amtsanmaßung begangen, ne? Und zweitens hat ich Luther noch den Vertrag, ja. Die Kiste gehört mir, ja. Hier ist der Vertrag, in dem steht, alle Sachen, die im Keller waren, gehören mir. Die Kiste her. Da bin ich noch nicht an der Polizei. So. Also eigentlich soll das ja eine große Überraschung für euch sein. Deswegen habe ich nichts gesagt. Ach, Jung, du kannst doch nichts dafür. Ja, was ist das denn? Ja, das will ich doch ja nicht. Ja, wo ist der Schatz? Das sind ja alles Kirchenleder. Oh, nur Altkirchenleder, das ist doch der Schatz. Das sind uralt verschwundene Stücke, kulturell ungemein wichtig. Was ich freue, wäre, die ins Hören zu können. Ach, du dät sich also freuen, die zu hören. Weißt du was? Ich will mich behalten, die Kiste. Immerhin habe ich doch 1000 Euro dafür gelassen. Ja. Nicht so Flöckkürbis. Für dich, Luther, von Bügelkamp. Jakob, Gustav, Ludwig, Philipp, Franz, Josef, Silvester, von Bügelkamp. Ja. Bloß, dass ich nicht so Kürbis. Dann ich glaube, dass du die Bücher noch ganz flück dem Julius wieder geben lässt. Was geht dich das dann überhaupt an, du Briefkasten Schnüss? Wenn ihr in Wahl getan. Und nur zu dir, du Arne Pötschesföhler. Welch noch wer ich bin, oder nicht? Du nicht so. Er wird wissen, dass mir ins Clay Fistanölchen hat. Und hey, hätte darauf bestanden, Fotos zu machen. Ich bin darauf nicht Sujo zu sein. Er war dafür der Ehrenwerte von am Kirchstein. Ich glaube, das wird die nicht so seriöse Zeitungen sicherlich interessieren. Und ich kann das noch hübsch zum Kölner Express schicken. Oh. Was hast du dann drüber getan? Na gut. Tja, der muss ja Mädels wieder instellen. Ja. Das komme ich ja zu nichts, ne? Also Mädels, komm her, du kannst wieder bei mir anfangen. Aber wenn du fort warst, für eine halbe Rosche versteht sich, ne? Ja, wenn das so ist, Ja. dann werde ich bei der nächsten Wahl, Ja. nur darf ich doch wieder durch zu der Sache, nicht Oh, Gott, ist schon da. Ja, also, dann werde ich bei der nächsten Wahl jährlich antreten. Ja, ich werde auch kandidieren. Ich habe da sowieso die ganze Arbeit gemacht. Also, Minnstimmen hast du, ne? Ja, er war nicht so flott mit der Politik. Et ich hast dir Wichtigeres zu überlegen. Willst du mich heiraten? Verstehchen. Ach, wir haben doch ausgemacht, dass ich dich das mache. Ja, aber dann frag auch Erwin. Aber wie ihr, die Stelle stand ja Radiot. Ja, Stienchen, willst du mich hier wollen? Das könnte doch überraschen.
durchtraut. Oder willst du das tun? Ja, zur Mutzig, da sind ja alle mal in hier. Oh ja, das ist so. Wann du willst, du auch Köbis. Ja. Ja, so ein Mutzig ist ja Luther Jod für die Wahl zu gewinnen. Ne? Ja, und ich komme auch. Und ich löwen für den roten Hutzig ist alte Sorge. Wie meinst du Was das? meinst du da mit? Naja, neben dem ähnlichen Schatz war auch noch ein bisschen Geld dabei. Ja. Herr Pastor. Ja. Vater Mutze? Ja. Der Gefahr, ich muss ich ganz dringend mit euch schwaden. Ja, Pension. Wann es denn nichts ausmäht, Liv Ketsche, dann erzählt jetzt direkt. Hey. Ja. Ja, also. Ja. Ja. Na? Jetzt habe ich es vergessen. Na, dann kann ich ja nicht richtig reden. Nur einfach raus zusammen. Bei einem möchten wir uns noch entschuldigen. Einem haben wir Unrecht getan. Das ist der LMS. Der hat der Pastor Hinrich nicht umgebracht. Nee, extra. Und auch nicht gekidnappt. Stimmt, der Pastor Hinrich. Hast recht. Tja. Kann ich nur so gesagt. Dann wird er auch zur Mutzig eingeladen. Ja, stimmt. Einen Moment. Darf ich denn ins Fragen, was LMS überhaupt heißen wird? Das für Frau und das vom Peter. Na, das steht für Lukas Matthäus Schmitz. Dinge Jode, er war ja heime Freund. Ach, Schmitz, Lukas Matthäus. Nee, der jinnet doch ja nicht. Der hat mich bloß auf Hunger. Nee, ich hatte doch im Gottesdienst gesehen. Genau, hier ist groß und stark zu Oh, groß. Blatzebrum Löcher. Ja, und ich hatte auch eine Brief geschrieben. Ja, und außerdem hätte er alle die Finger gespielt. Gibt doch gar nicht, Schwitzer. Lass mir doch versprechen, ehrlich zu sein. Ja, aber Nur ihr seid so. Wo ist der LMS nu? Nu Jod, Lukas Jedet und ganz weg fort gereist, weg fort von der Zivilisation, ja. Nach Düsseldorf. Nee, noch bigger. Ja, auf einem anderen Kontinent. Siehste, es geht einem direkt besser, wenn man da Wahrheit erzählt. Und sieht man der LMS in 2 Nee, das ist gewiss. Er kommt nie mit zurück. Nur ja, dann blieb nur noch zu sagen, wer fort ist fort. Ja, das war das erste Stück von unserem neuen Theater in Christanölche und wir hoffen, es hätte euch gut gefallen. An dem Applaus haben wir gehört, dass es eigentlich so ist und ja, dann machen wir demnächst das Ding auch so. Ja, bevor wir jetzt hören, haben wir natürlich noch ein paar Stücke zu danken. Du hast schon einen Zettel jetzt. Mann. Das Wort, ja. Das Wort ist also, und so ob das so entfällt. Also als allererstes müssen wir danken der evangelischen Kirchengemeinde Finsterburg Köln, dass das überhaupt nicht spielen durfte. Und dafür, dass wir hier im Jode stehen, sind zwei Junge zuständig, und zwar der Titus und der Florian.
werden in der Pause auch jetzt zum Würfel und zum Würfel. Jetzt haben wir der Frau Breitsprecher, der Herr Breitsprecher und die Katharina. Dann nette Freuche an der Kasse, das Wort Corina. Und jetzt kommen wir schon zu den zwei wichtigsten Stück. Und zwar, einmal ist es ja wichtig, wenn man hier für uns steht, und man hätte schon jetzt vergessen, dass doch für uns einer sitzt, der über das Stichwort geht, und das ist unser Garten. Und der, ne, dann ist der sich dann überhaupt hier alles überlagt hat. Und zwar, der hat so ein bisschen eine Leitfaden geschrieben, so für das ganze Stück. Und wir haben alle ein bisschen noch weggegangen, aber er hätte die Idee gehabt. Und auch Thomas Grellmann. Jetzt will ich schon noch zu sagen, wir haben in der Pause noch eine Phase eingeschlagen und da muss man sehr erwähnen, das tun wir nicht mitnehmen. Und wir haben noch jetzt Essen und ich will noch ein bisschen reden. Ne? Ansonsten schönen Abend.